Theodor Kramer, die Holzklauber. Wenn der Wienkanal friert und in Hitzing es schneit, ziehen viele, die arbeiten könnten, zu zweit, mit dem Handschlitten noch in der Nacht aus dem Haus, in den Wald hinter Pressbaum, um Glaubholz hinaus. An viel Schenken vorbei führt der Weg, wo der Wein ihnen schmeckte vor Jahren, dann biegen sie ein und beginnen zu glauben, der Grund ist vereist und das Holz löst sich schwer aus dem Haarschlaub und beißt. Was sich spießen will, hacken sie klein mit dem Beil, dass es passt in die Säcke. Der Boden ist heil, und sie müssen sich tummeln und glauben, denn bald wird es abseits vom Schneisenweg finster im Wald. Wenn verschnürt auf der Straße der Schlitten schon steht, ist es Zeit erst zum Essen. Der Grabenwind weht das gefrorene Brot ihnen fast aus der Hand. So erschöpft stehen sie steif in die Gurten gespannt. Und sie schieben und lassen das eigene Gewicht manchmal ziehen. Von der Bahnstrecke her kommt es Licht. Schnurgerad geht es weiter. Die Gleise sind glatt. Und ganz schwach steht vor ihnen der Dunstkreis der Stadt.